Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren Ich beantworte eure Kommentare-Video. Ja Leute, diesmal zur Presse oder zum Pressetalk vor dem Trainingslager, beim Trainingslager mit Vincent Kompany. Mich hat er ja auf jeden Fall überzeugt. Ich bin mal gespannt, wie eure Meinung so ist und ja. Bevor wir reingehen, wie immer der Hinweis. Leute, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, lasst gerne ein Abo da. Damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue. Vielen lieben Dank. Und damit würde ich sagen, gehen wir mal rein in den Bums. Alino Kukic. Der ist so sympathisch, man muss einfach automatisch lächeln. Wünsche ihm viel Erfolg. Ja. Für mich war er auch super sympathisch. Nordisch. Endlich ein Trainer, der nicht jede dumme Frage der Medien beantwortet und sich abgrenzen kann. Man muss nicht alles überanalysieren und über jede Kleinigkeit reden oder über jede Kleinigkeit nachdenken. Scheint ein super Typ mit guten Einstellungen zu sein. Ja, den Eindruck hat er auf mich auch gemacht und wie ich schon sagte, ich finde es auch super wichtig, dass man sagt bis hierhin und nicht weiter, wa? Schokojote, absoluter Ultra-Sympath-Mann, der Winnie. Harter Hund als Spieler, herzlich als Mensch, gute Mischung für unsere Zukunft. Ja, hoffen wir es, dass er die Zeit bekommt. Ja. Henry, man merkt einfach, dass er richtig Bock hat. Man merkt, dass er zwar einen sehr großen Respekt vor dem Verein und auch der Geschichte hat, aber auch genug Selbstbewusstsein, um klar zu zeigen, dass er es schaffen kann, die Mannschaft und unsere alteingesessenen Graugänse mal wieder richtig ins Ackern zu bekommen. Macht echt einen super sympathischen und kompetenten Eindruck, der Vincent. Hoffnung ist da und die Vorfreude steigt immer mehr. Yes. Kann ich nur unterschreiben. GB. Die PKs sind eine Wohltat für die Seele. Und das liegt nicht an den doofen Fragen der Pressevertreter. Immer diese Seitenhiebe. Frech. Shadow Bob. Wenn Uli Hoeneß sich zu Wort meldet, gerate ich nur noch ins Kopfschütteln. Hoeneß schadet uns einfach nur noch. Bei allem Respekt. Herr Kompany löst in mir sehr viel Zuversicht aus. Kimmich, Gnabry, Goretzka und Co. müssen den Verein verlassen, wenn es vorwärts gehen soll. Letzten Jahre keine Leistung geleistet, aber dicke Kohle kassieren. Das muss aufhören. Kompany, so sympathisch, super Typ. Stimme ich dir zu? Da gibt's ganz viele Spieler, die bei uns absolut überbezahlt sind. Einige hast du ja genannt, gehören noch einige mehr dazu. Ja. Thema Uli Hoeneß. Ja, ich war da auch erst am Überlegen, ob ich ein Video mache zu seinen neuesten Aussagen. Ich habe es mir dann geschenkt. Ich stimme mit überein, dass es einfach schädlich ist. Ja, es behindert die Arbeit von Leuten. Ich verstehe es halt auch nicht, diese Selbstdarstellung. Für mich ist das reine Selbstdarstellung. Es ist ja gut und schön, dass ihm der Verein am Herzen liegt und so. Das wissen wir ja auch alle. Das erkennen wir ja auch alle an. Aber dass er meint, als Aufsichtsratmitglied da immer noch seine Aussagen zu tätigen, die eigentlich keinen Mehrwert haben dürften, ja. Wenn sich ein Aufsichtsratmitglied da hinsetzt und sagt, ja, wir müssen jetzt erstmal Spieler abgeben, bevor überhaupt nochmal darüber nachgedacht wird, einen zu verpflichten. Dass das logisch ist, habe ich ja auch gesagt. Dass man damit aber wieder einen Eheball und einen Freund untergräbt und so weiter, das rafft er einfach nicht. Ja? Und dass es zeigt, dass immer noch Uli das Sagen hat in diesem Verein, ist traurig. Und ja, man kann nur weiter hoffen, dass Eherball und Freund sich da immer mehr weiter emanzipieren und die Frage ist, wie weit kann man sich emanzipieren, wenn der Aufsichtsrat fast alles absegnen muss, ne? Ganz andere Geschichte, ganz wilde Nummer, vielleicht kommt da die kommenden Wochen nochmal ein Video zu. Aber ja, ich gehe damit, was den Hoeneß anbelangt. Leider. Aber so ist es halt, manche Leute wissen einfach nicht, wann sie den Hut nehmen müssen, wann sie loslassen müssen, ne? King Sofa, unfassbarer Typ, Wahnsinn. Wie er spricht, wirkt sehr aufgeräumt. Christian, Loch, toller Typ. Hab ein gutes Gefühl für die Saison. Ja, hoffen wir's, Christian, hoffen wir. Peter, so super, wie du die PK wieder kommentiert hast, Kai. Ja, alles gut, danke. Goddamn, super sympathischer Kerl, auch sehr viel intelligente Antworten. Hoffe, er setzt praktisch viel um, so wie er wirkt, beziehungsweise was er sagt, damit die Saison richtig gut. Ja, ich denke, der entscheidende Faktor wird noch kommen.
Nämlich dann, wenn alle Topstars auch da sind. Ja? Wenn die sich dann unterordnen müssen. Wenn sie dann einen Trainer haben, der sagt, so will ich das, nicht anders. Ja, da könnt ihr eine Mannschaftsratssitzung machen oder sonst was. Das ist mir scheißegal. Das wird noch interessant zu sehen sein. Ja, ich bin sehr gespannt. Chico, ich glaube, die beste PK seit über ein Jahrzehnt. Sachlich, ruhig, zielorientiert. Seit über ein Jahrzehnt würde ich jetzt nicht sagen. Also da, in dem Jahrzehnt waren schon der eine oder andere große Trainer noch bei uns. Aber ja, es war eine gute PK und ich freue mich auf die kommenden PKs, weil ich da schon sagte, ich gehe nicht davon aus, dass ein Vinny da zu irgendwelchen einzelnen Spielern irgendwelche Fragen in Zukunft beantworten wird. Und das ist auch gut und richtig so. Blona, tolle PK und sein Deutsch ist wirklich schon super gut. Das hilft ihm sicher auch. Ja, wobei ich jetzt nicht weiß, wie wichtig Deutsch noch beim FC Bayern ist, was jetzt so das Fußballerische angeht. Fürs Umfeld natürlich auf jeden Fall, ja. Und natürlich auch für die PKs und die Außendarstellung und so weiter. Ambros, ich freue mich schon auf die neue Saison mit ihm. Der hat das Feuer in sich und brennt für den Club. Ich wünsche ihm alles Gute und auf dass man ihm Zeit gibt. Ja, ich denke, das wird auch wichtig werden. Ich denke, wir werden auf jeden Fall durch ein Tal auch gehen im Laufe der Saison. Erst recht, wenn wir gewisse Spieler nicht loswerden sollten, ja, wird es gewisse Unruhen geben. Das wird dann sehr interessant zu sehen sein, wie er damit umgeht, wie aber auch der Verein damit umgeht. Und ansonsten, ja, man merkt den Unterschied. Ja, ich will jetzt nicht sagen, Tuchel hat weniger gebrannt für den Verein oder Nagelsmann hat weniger gebrannt für den Verein. Aber man merkt, wie er sich halt mit dem Verein auseinandersetzt und wie er den Verein dann auch jetzt nach dieser kurzen Zeit schon repräsentiert und lebt und fühlt. Ja? Das ist ein ganz, ganz weiter Unterschied zu dem einen oder anderen Trainer der letzten Jahre. Phileas, hab gestern das Training am Tegernsee gesehen und Gucci Gnabry saß danach am Boden und brauchte Sauerstoffzelt. So viel zum Thema harte Arbeit. Hoffentlich werden ein paar gewisse Kandidaten allein das Training nicht schaffen und von alleine gehen. Vincent ist top und Training auch top. Das hat uns gefehlt. Grüße. Ja, aber so muss das ja auch sein in der Vorbereitung. Ja, jeder, der selber Fußball gespielt hat, weiß das. Vorbereitung war immer Arschlochzeit. Ja, erst recht zu meiner Zeit noch. Das ist ja noch mal ein bisschen was anderes. Aber früher war es ja noch mal ein bisschen anders. Da gab es ja noch nicht irgendwie, ja, wir messen mal irgendwelche Werte und gucken mal, was der Spieler überhaupt vertragen kann. Da wurde durchgezogen. Queligsberg hoch und runter und Feierabend. So, und das war die ersten 3 Wochen in der Vorbereitung. Da gab es keinen Ball. Also, die Zeiten ändern sich und ja, Vorbereitung muss auch der ein oder andere Star mal wieder ein bisschen pumpen. Kennst du doch, Company mega geil bis jetzt. Gefällt er mir richtig. Bin so geil auf die neue Saison. Ja, ich auch. Freue mich auch, dass endlich bald losgeht, ey. What's up? Das war mega stark. Was? Das war mega stark, was? Und vor allem, wie es alles sagt. Alter, es war mega stark, wie er alles sagt. Das passt alles, auch wenn das Training siehst. Ja, das werden wir im Laufe der Saison sehen, ne? Ob das alles passt. Ich wünsche es ihm. Und wie wir es jetzt schon mehrfach gelesen haben hier, ich hoffe, der FC Bayern zieht da mit, wenn man Uli Hoeneß seine dummen Aussagen mal wieder hört. Ja, aber ich habe da volles Vertrauen in den Eberl. Ja, das hat er schon in Gladbacher Zeiten gezeigt, auch gegen seine Vorgesetzten da am Trainer festzuhalten, wenn es sein muss. Und deswegen mache ich mir da eigentlich keine Sorgen. Gaffel, das Training ist sehr laut geworden. Ich bin mal gespannt. Sympathisch ist er aber. Ja. Wenn irgendwas nicht so läuft, wie es sein muss, dann muss man auch mal das klar kommunizieren können. Ja, dafür ist er ja Cheftrainer. Und dafür ist das Training da. Patrick, Vinny ist einfach nur geil. Der geilste. Glastron, gestern beim Training am Tegernsee. Ich glaube, kein Spieler hat unter Tuchel jemals so geschwitzt. Auch hat man sich nicht nur mit ein paar Runden um den Platz warm gelaufen, sondern eine gute Belastungssteuerung gemacht, damit die verletzten Serien nicht mehr stattfinden. Gut auch, dass Company sich nicht von den Presseleuten jagen lässt. Absolut souverän geantwortet. Bleibt zu hoffen, dass er seine Worte aber auch in Taten umsetzt. Ja, warum sollte er seine Worte nicht in Taten umsetzen?
Warum sollte er sich unglaubwürdig machen? Er hat doch selber gesagt, gerade auf diese Guardiola-Geschichte, dass er so seinen eigenen Weg hat, ein eigener Typ ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, er hat das von Tag 1 kommuniziert, wie er das sieht. Harte Arbeit, jeder bekommt seine faire Chance und so weiter. Und dann gehe ich auch davon aus, dass es so sein wird. Wie gesagt, ich bin mir 100% sicher, wenn da Leistungen kommen, wo so ein Gucci Gnabry oder so ein D-Boy da über den Platz dümpeln, 30 Minuten lang, dass sie in der Halbzeit nicht mehr wieder auf dem Platz stehen werden. Ja. Und das ist gut so. Wir müssen wieder diesen Anspruch kriegen. Ja. Andrasch, mit jeder PK wird Vinny mir sympathischer. Ich freue mich auf das Team, das bei ihm klar im Vordergrund steht und dem sich bei ihm Partikularinteressen unterzuordnen. Alter, ich lerne ja hier noch richtig Wörter. Kopiere ich mir mal raus, muss ich gleich mal googeln. Wild. Sieht man mal, wie ungebildet ich bin. Partikularinteressen. Alto Belly, Alter. Unterzuordnen haben. Und gleichzeitig wird er 24/7 mit all der Offenheit und Empathie für jeden da sein, der Unterstützung braucht, um das Team besser zu machen. Solange er dieses Feuer und Commitment spürt. Ja. Ich denke auch, dass das der richtige Weg ist. Ja, wie ich ja auch schon sagte, dass wir beim FC Bayern mal wieder ein Team werden und gerne auch die Partikularinteressen, ne, die jeder einzelne, nicht jeder einzelne, aber viele Stars haben werden, hinten angestellt sind. Fertig. Ja. Das ist ja die Hoffnung, die ich beim Tuchel schon hatte, dass keine Rücksicht auf Namen genommen wird, sondern auf Leistung. Ja. Und alles, was ich bisher gehört habe, vom Vinny, denke ich, das Leistungsprinzip wird knallhart zurückkommen. Und das ist wichtig und richtig. Christian Loch nochmal. Die Dankbarkeit von den Spielern siehst du gerade bei Davis, Kai. Ja, zur Dankbarkeit der Spieler, ich habe das ja da kurz angerissen. Werde ich nochmal ein extra Video machen. Ich weiß nicht, ob ich das heute schaffe, ansonsten im Laufe der nächsten Woche. Weil da auch in den letzten Kommentaren ein Kommentar war, wo ich leicht eskaliert bin. Deswegen werde ich das nochmal in Ruhe aufarbeiten, wie ich das meine. Ja. Aber ja, da kommt dann noch was zu. GB, also, Sacher macht richtig Dampf im Training. Wenn er fit bleibt, dann führt kein Weg an ihm vorbei. Mein Reden. Irakunda könnte die Überraschung der Saison werden, wenn er denn seine Chance in der ersten Mannschaft bekommen sollte. Ja, warum sollte er die nicht bekommen? Na? War ja im Testspiel jetzt auch nicht so schlecht. Und warum sollte er seine Chance nicht bekommen? Ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Dafür hat man ihn ja verpflichtet. Ja. Und wir werden sehen. Wenn mal jemand ausfällt, sonst was, mal abwarten, ne? Michael, Fokus auf Team, das finde ich super. Ja, ist im Teamsport immer eine gute Geschichte, wa? Wenn man den Fokus auch aufs Team legt. Macht meistens Sinn. Hat man klar in Leverkusen und Stuttgart gesehen, wie das läuft, wenn der Fokus auf dem Team liegt. Und da müssen wir hin. Und dann mit dieser individuellen Qualität, die jeder Spieler hat, bist du dann einfach eine Maschine. Ja. Aber das gilt es natürlich erstmal zu schaffen, ne? Dass jeder oder gerade diese ganzen Stinkstiefel sich da unterordnen. Das wird noch interessant zu sehen sein. Ja. Tops. Ich feiere Vinny jetzt schon. Authentisch, sympathisch, ich hatte teilweise Gänsehaut. Er steckt zum Lachen an. Spricht die Sachen klar an. Ich hoffe und bete, dass die Verantwortlichen ihm auch die Zeit lassen. Ihm würde ich dann auch titellose Saison verzeihen. Das, was er sagt und wie er sich gibt, glaube ich nicht, dass er den Spielern was durchgehen lässt. Das ist auch meine Hoffnung, dass endlich das Leistungsprinzip in Kraft tritt. Ja, da gehe ich fest von aus, Tops. Und wie ich gerade schon sagte, ich gehe auch davon aus, dass ein Eberl... Also da muss schon ein riesiger Druck kommen. Da müssten wir schon echt irgendwie um die Champions League Plätze zittern, in der Bundesliga und überall anders ausgeschieden sein. Dann könnte es sein, dass der Druck zu stark wird, dass man sich von ihm trennen würde. Ansonsten denke ich, wird ein Eberl da hinter ihm stehen wie eine Wand und wird das auch durchziehen. Gerard, Leute, wie war mein Deutsch? Das kannst du direkt hochladen und am Ende deiner Sendung abspielen. Das sind jetzt schon Töne, die man gerne hört. Ja. Ich sage ja einfach... Super sympathisch. Steckt an, zieht mit. Also, wenn da ein Spieler ist, der irgendwie
nicht motiviert ist, dann weiß ich es auch nicht mehr. Ja. Chico, super Reaction, Kai. Ja, vielen lieben Dank. Da ist er. Mein Namensvetter. Kai. Servus. Junger Trainer, kein Titel, bla bla bla. Ja. So wie sich Vini zeigt, ist aber genau das für mich ein Welttrainer, wenn man den Vergleich zu einem Tuchel zieht. Und das auch noch in super sympathisch. Es ist nur meine Empfindung, aber ich pfeife schon jetzt auf das Ergebnis der kommenden Saison, weil ich sie als Findungsprozess für Trainer und Mannschaft sehe. Wenn man alles Wichtige sieht, aber dennoch Erfolge ausbleiben, wissen nicht wir als Fans, wohl aber der Trainer und Sportvorstand, an welchen Schrauben noch zu drehen ist. Ich traue Vini dies zu. Dieser Rückhalt ist in meinen Augen so wichtig. Er zeigt deutlich, welche Werte ihm wichtig sind. Wenn er selbst also am Spielfeldrand auch so handelt, kann ich sehr gut damit leben, dass es logischerweise eine Findungsphase für die Mannschaft gibt, durch die es in manchen Spielen der Saison knirscht. Ja, gehe ich auch von aus. Gerade beim FCB ist dies ein neues Konstrukt. Ein noch junger Trainer, abgesehen von Nagelsmann, trifft auf eine zu nicht unwichtigen Teilen neu aufgestellte Mannschaft, die aktuell zudem auch noch junge Talente wie Pavlo, Taylor oder Stani parat hat und versucht da nun Energiestruktur reinzubringen. Ja, vergisst man auch nicht im Boe, ja, der ist jetzt auch noch keine 25 oder was. Ist auch noch ein junger Spieler. Olise, den wir verpflichtet haben, ist auch noch ein super junger Spieler. Ja, Struktur reinzubringen und seine Idee, Fußball zu spielen, verständlich. Glaubhaft zu machen. Jeden Einzelnen zu motivieren, besser zu machen und das Gebilde der Mannschaft sichtbar zu machen. Den Willen kann man ihm wohl schon jetzt nicht absprechen. Ich glaube ihm. Ja, den Willen strahlt er ja von Tag 1 aus. Ja, von seinen ersten Sätzen, die er gesagt hat, wo er bei uns reingekommen ist. Daher kann ich diesen Trainer nur supporten und ihm viel, viel Glück wünschen und schon jetzt diverse Erfolgsfans nur verdammen, die bei verlorenen Spielen gleich den Trainer rauswerfen wollen, ohne darauf zu achten, in welcher Phase sich der FCB, die Mannschaft, der Trainer befindet. Wenn sich wieder eine Mannschaft findet, wieder schön Fußball gespielt wird, Motivation und Kampf zu erkennen sind, Beständigkeit nicht nur ein Schlagwort ist, dann ist der erste Schritt getan. Ergebnisse sind da für mich zunächst total zweitrangig. Die bisherigen PKs mit Vini zeigen mir, dass er herzlich, humorvoll und clever ist und gute Werte besitzt und vermitteln will. Wie erfolgreich seine Ideen dann auf dem Rasen sind, werden wir sehen. Dass er aber sicherlich extrem motiviert ist und jeden Stein umdrehen wird, um sein Ziel zu erreichen, davon bin ich bereits überzeugt. Ja, ich bin davon auch überzeugt. Ich gehe noch nicht mal davon aus, dass wir unbedingt super schlecht oder schwach starten werden, wie auch immer. Ich denke auch, dass das Testspiel ist natürlich jetzt schwer zu beurteilen. Ich habe es natürlich gesehen gegen Rotter-Egern. Haben uns natürlich schwer getan, die ersten 20 Minuten, wie auch schon die letzten Jahre, wenn Gegner tief hinten drin steht, ja, und das waren nur Amateure, dann hat man gesehen, dass wir da Probleme haben. Ja. Das ist natürlich die Hauptaufgabe, die ein Kompanie zum Start meistern muss. Ja, wenn er da irgendwie System entwickelt, beziehungsweise auch dann flexibel genug ist, da auf Situationen zu reagieren, wovon ich persönlich ausgehe, dann ist das schon ein riesen Pluspunkt. Ja? Dass wir in starken Spielen stark sind und Chancen haben, gerade wenn Gegner ist, der mitspielt, wenn wir Platz haben, das ist ein Selbstläufer. Ja? Das ist ein No-Brainer. Wichtig sind genau diese Spiele, wenn der Gegner tief hinten drin steht. Aber wie gesagt, ich bin da guter Dinge, ich mache mir da gar nicht den Kopf. Alles, was er bisher gesagt hat und verkörpert, ja, auch dass er halt nicht sich da hinsetzt und jetzt erzählt, ach ja, Thomas Müller sehe ich so, Joshua Kimmich sehe ich so, den sehe ich so, den sehe ich so, ist genau richtig. Ja? Das kann er intern mit den Spielern klären, das ist alles fein, das müssen wir in der Öffentlichkeit gar nicht mitkriegen. Ja? Es ist genau richtig, dass man in der Öffentlichkeit die Mannschaft in den Fokus stellt. Und das nehme ich ihm auch ab. Ja, und deswegen mache ich mir auch keine Sorgen, dass ein Leroy da rumdümpelt oder ein Serge da rumdümpelt oder ein Leon oder ein Kimmich oder wer auch immer. Er wird diese Leute auswechseln. Ja? Wenn die Leute so performen, wie sie die letzten 2 Jahre performt haben, wird er sie auswechseln, bin ich mir 100% sicher. Wenn er sie überhaupt erst aufstellen wird. Ja, das werden wir halt sehen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, ich habe schon wieder die Hoffnung, wie ich sie beim Tuchel auch hatte, ne? Dass eben das Leistungsprinzip kommt. Allerdings kann ich mir beim Vini nicht vorstellen, er würde sich
super unglaubwürdig machen, sollte er da jetzt anders handeln. Ja? Sollte er jetzt da auch anfangen zu sagen, oh, der Josh, den kann ich doch nicht auf die Bank setzen, egal was der für Leistung bringt. Das ist eigentlich das A und O. Ja? Das ist das A und O. Nach außen muss das Team im Fokus stehen und ansonsten müssen die Spieler spielen, die die beste Form gerade haben. Und wenn das ein Kimmich ist, ja, dann spielt ein Kimmich. Ja, und wenn es ein Serge ist, spielt ein Serge. Wenn es ein Leroy ist, spielt ein Leroy. Ja, aber wenn Leroy dann scheiß Spiele macht, dann ist er auch draußen und wird nicht ein halbes Jahr mit durchgezogen, wie es unterm Tuchel der Fall war. Ja? Da müssen wir einfach wieder hinkommen. Leistungsprinzip an erster Stelle. Egal. Alter, Name, Herkunft, wurscht. Erfahrung, wurscht. Ja? Das ist das Ding. Gerard, hallo Kai. Ich habe mir heute Abend das Training am Tegernsee angeschaut. Ich muss zugeben, ich habe schon lange nicht mehr ein so intensives Training gesehen. Obwohl gutes Training nach den Top-Trainingseinheiten unter Tuchel nicht viel gebracht haben in der letzten Saison. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Ja, aber unter Tuchel gab es doch gar nicht so lange öffentliche Trainings, oder? Gab es das in der Vorbereitung auch? Ich weiß es gar nicht. Hast du doch immer nur so 10 Minuten Anfangsphase gesehen und dann wurden doch die Schotten dicht gemacht. Und ja, es ist Vorbereitung, da gehört ein intensives Training dazu. Ja? Und das habe ich ja auch gesagt. Die Spieler, die jetzt später kommen, die werden es schwer haben, Leute, zum Start der Saison. Ja? Und weil Vinny kein Trainer ist, der sagt jetzt auch, ist Harry Kane, komm, du spielst auch, wenn du nicht fit bist. Ja, was unterm Tuchel halt der Fall gewesen wäre, wie mit dem Leroy. Das wird unterm Vinny nicht der Fall sein. Du musst topfit sein, ansonsten spielst du nicht. Ja? Und das ist auch genau richtig. Kurt Londe, beeindruckend reflektiert. Intelligenter Typ, der keiner Frage ausweicht und dennoch die Richtung nie verliert. Und ganz genau weiß, auf was es ankommt. Wird spannend, freue mich drauf. Ja. Leisito, der Tag, an dem Kompanie geht, wird einer der schmerzvollsten Tage, die man als Bayern-Fan erleben kann. Der ist so sympathisch. Gut, erstmal müssen wir noch einen Müller-Abschied 2025 verkraften. Ja, also, wir müssen ja jetzt nicht an dem Start von Vinny darüber nachdenken, was ist, wenn er geht. Ja, er hat ja selber gesagt, 5, 6, 7 Jahre. Also mal abwarten, wa? Und Müller-Abschied, ja, ich denke, sportlich ist es nicht der große Knaller mehr, ja. Und dafür, aber er kann mich eines Besseren belehren in der kommenden Saison. Aus meiner Sicht ist er über den Punkt drüber, wo er hätte aufhören sollen. Das wäre letzte Saison der Fall gewesen für mich. Aber vielleicht belehrt er mich noch eines Besseren in der kommenden Saison. Wir werden es sehen. Menschlich wird es natürlich wild werden, ja. Und man wird ja sehen, vielleicht bleibt er ja auch direkt im Verein, vielleicht. Man weiß es ja nicht. Jugendtrainer oder sonst irgendwie. Wir werden es sehen. Dominik, Grüße aus Kaiserslautern vom Betze und Glückwunsch zum Vinny. Er macht jetzt schon einen besseren Eindruck als Thomas Tuchel. Ja gut, das ist auch keine Kunst, oder? Auf eine spannende Bundesliga-Saison, hoffentlich bald wieder mit uns. Nur das Beste für alle, die das lesen. Teuflische Grüße vom Betze. Ja, Grüße gehen raus zum Betze. Waren immer tolle, wenn auch sehr emotionale und teilweise sehr kämpferische Spiele. Was heißt teilweise? Kämpferisch waren es immer. Sehr, sehr kartenreiche Spiele. Bayern auf dem Betze war immer, ich weiß gar nicht, ohne Platzverweis war schon eine Seltenheit, oder? Aber waren immer sehr, sehr gute Duelle. GB, ich denke, Kimmich, Goretzka, Sané und Gnabry haben sich die letzten 3 Jahre zu Genüge gezeigt. Für meinen Geschmack wurden sie zu oft gezeigt. Ja, aber das ist ja jetzt nichts Neues, oder? Der Kommentar, ich muss sagen, Kompanie gefällt mir gut. Wenn wir mit ihm dann noch erfolgreich Fußball spielen, wäre es perfekt. Ja, das wäre immer perfekt, wenn wir erfolgreichen Fußball spielen, ne? CB, Vinny ist einfach ein super authentischer Trainer, der irgendwie wie ein Kumpel daherkommt, mit dem man über alles reden kann, aber auch irgendwie wie eine Vaterfigur, der dich zusammenfalten kann, wenn du Scheiße gebaut hast, etc. Ich habe so Bock auf ihn als Trainer und auf die kommende Saison. Ich wünsche ihm und unserem Verein wirklich, dass wir mal mehrere Jahre zusammenarbeiten können mit diesem Trainer. Ich mochte ihn schon als Spieler, weil er bei City und beim HSV damals immer als erstes vorangegangen ist. Es kann einfach nur sehr gut werden. Tolle PK, hat sich von den Medien nicht einlullen lassen. So sollte das auch sein und nicht wie bei Tuchel, der ständig irgendeine Kacke gefaselt hat. Ja.
Erstmal stimme ich dir zu, was den Typen anbelangt. Genauso kommt er rüber. Ja. Ich denke, oder wie ich ihn einschätze, wie er sich ja auch selber dargestellt hat. Solange du mitziehst, hart im Training, immer 110%, haben wir ja auch gehört, wird alles gut sein. Wirst du dich hängen lassen, wirst du ganz schnell aber auch unten durch sein bei ihm. Ja? Und dann wird es mit Sicherheit auch klare Worte geben. Da bin ich mir relativ sicher. Deswegen habe ich da sehr, sehr große Hoffnung, dass wir, wie gesagt, mehr Feuer, mehr Dampf in unserer Mannschaft auf jeden Fall sehen werden. Unabhängig von den Spielern, die spielen werden. Beim HSV damals, ja. Wobei man da sagen muss, der Schritt kam dann schon überraschend, oder? Von Hamburg nach Manchester City, wo er dann nochmal einen richtigen Sprung gemacht hat unter Pep. Ja. Vergleich nochmal mit Tuchel. Ja, der Unterschied ist einfach, dass Kompany sagt, ja, da sage ich nichts zu. Fragen Sie unseren Sportvorstand, Sportdirektor. Und Tuchel versucht hat, alles zu kommentieren und dann aber versucht hat, nicht zu viel zu sagen, dann immer irgendwie doch halb was angerissen hat, dann groß umschifft ist und dann hat man, konnte man ihn irgendwann halt auch einfach nicht mehr ernst nehmen, was er so von sich gibt. Ja? Und das ist ja, was ich letzte Saison immer gesagt habe. Sag doch einfach, du willst zu dem Thema nichts sagen. Das ist nichts, was dich betrifft. Du bist für die Mannschaft da. Transfers bitte an den und den wenden. Ja, und genau das macht Kompany in seiner ersten PK. Ja. Patrick Berg, für Goretzka bezahle ich gerne das Flugticket. Meine Top 11 bisher. Neuer, Stanisic, De Ligt, Dyer, Guerrero. Palinja, Pavlovic, Odyssee, Xavi, Musiala, Kane. Ja gut, Xavi ist noch nicht mal Spieler des FC Bayern. Weiß ich nicht, wie man den da reinnehmen kann. Stanisic sehe ich nicht als so safe an. Ich denke, da wird eher ein Boe spielen. Für mich. Wird halt von abhängen, ob wir 3- oder 4er-Kette spielen. De Ligt wäre schön. Wird man sehen. Dyer sehe ich nicht. Ich denke, da wird eher jemand anders die Chance kriegen. Man hat nicht umsonst einen Ito verpflichtet. Mal abwarten. Wird interessant, aber natürlich auf jeden Fall eine mögliche Aufstellung, wenn du mal den Xavi rauslässt, der halt kein Bayern-Spieler ist. Und sehr wahrscheinlich auch kein Bayern-Spieler werden wird. Gerrard, eins ist ja sicher. Bei dem aktuellen Kader und nach dem, was ich jetzt schon gesehen habe, werden es gewisse Spieler schwer haben, im Aufgebot zu stehen. Joa. Und solange er auf die Leistung und nicht auf den Namen setzt, geht das in Ordnung. Darum sage ich abwarten. In 2 Monaten sind wir schlauer. Ja, ich denke, ich gehe auch davon aus, dass entweder zum Ende der Transferphase noch ein bisschen was passieren wird. Ansonsten gehe ich davon aus, dass spätestens in der Winterpause was passieren wird. Ja, vielleicht denkt sich der eine oder andere, ach geil, komm, ich gehe nochmal voll rein, ich will es ihnen nochmal voll zeigen, was völlig legitim ist. Und da wird man in der Winterpause schmerzhaft feststellen, dass es einfach nicht reicht. Ja. Gerard, Kai, du bist Hellseher, was die Fragen von den Journalisten angeht. Ja, na klar, die sind ja auch vorhersehbar, oder? Genau, GB, da muss man kein Hellseher sein. Gerard, das ist der große Unterschied zwischen Kompany und frühere FC Bayern-Trainer. Dieser Mann hat schon selber auf ganz hohem Niveau gespielt und weiß, wie es sich als Spieler anfühlt. Diese Erfahrung kann ein Trainer wie ein Tuchel oder ein Nagelsmann oder ein Rangnick eben nie haben, egal wie lange die schon Trainer sind. Das ist vollkommen richtig, ja, da stimme ich dir zu, wobei das nicht immer sein muss. Ich sehe einen Rangnick jetzt nicht als schlechten Trainer, ich sehe auch einen Nagelsmann nicht als schlechten Trainer. Aber klar, also ich glaube, man hätte, ja, nehmen wir das Beispiel Nagelsmann. Ja. Das ist der Unterschied halt. Nagelsmann wird es halt viel, viel schwerer gehabt haben, auch wenn er vorher erfolgreich bei den Vereinen gearbeitet hat, wo er war und auch ein gutes Konzept hat, ein offensives Konzept und so weiter, das auch ganz gut gepasst hat zum FC Bayern. Aber Nagelsmann hatte ja das Problem gehabt, dass die Kabine gegen ihn, ja, dass die ihm gesagt haben, ja, das System spielen wir nicht, das machen wir so und so. Könnt ihr euch jetzt vorstellen, dass jetzt ein Neuer zu einem Kompany hingeht und sagt, pass mal auf, Wenny, nee, wir wollen keine Dreierkette spielen. Wir spielen ja seit Jahren so und so und wir wollen das so spielen. Könnt ihr euch das vorstellen? Kann man sich nicht vorstellen, oder? So, das ist der Unterschied. Ja? Und da gehe ich mit. Das liegt halt daran, dass so ein Vini alles erreicht hat, Kapitän bei Manchester City war, unter Pep Guardiola, aber auch eine Aura hat, die sagt, ja, ich
bin der kleine Bruder von Shaquille O'Neal und wenn du jetzt hier meinst, dann halte ich dir mal die Hand auf die Birne und dann ist gut. Ne? Das ist halt, wie es hier vorher stand, super sympathischer Kumpeltyp, aber wenn irgendwas nicht so sein wird, wie es sein, hier stand ja auch lautes Training und so weiter, da gibt's auch klare Ansagen. Ja? Und da wird kein Spieler hingehen und sagen, pass mal auf, Winnie, wir machen das jetzt hier so und so. Ne? Das war halt beim Nagelsmann der Fall. Ja? Und da hat dem Nagelsmann einfach der Rückhalt gefehlt. Und ja, dann ist das ein Unterschied. Ne? Aber nimm Kloppo. Nimm Kloppo als Beispiel. Ja, Kloppo ist doch der perfekte Gegenpart. Ja? Kloppo hat auch nie auf super hohem Niveau Fußball gespielt, Leute. Ja? Darf man halt auch nicht vergessen. Happy Gilmore. Gilmore Girls oder was? Schön, dass er da ist. Macht nach außen einen tollen Eindruck. Ich hoffe, dass die Wohlfühloase für die fettgefressenen, satten, faulen und lustlosen Stars vorbei ist und die neuen und jungen durchstarten. Toller, ehrlicher und realistischer Kanal, mach weiter so. Ja, ich gehe da fest von aus. Ich habe es gerade schon gesagt. Es kann natürlich sein, dass die, wie hast du das so schön geschrieben, die fettgefressenen, satten, faulen und lustlosen Stars jetzt wieder gekitzelt werden. Ja? Also ich denke, wir wissen ja alle, was ein Kimmich und Goretzka kann, was ein Gnabry kann, was ein Sané kann, was aber auch ein Koman kann. Wenn sie da wieder hinkommen, wo sie mal waren, warum nicht? Ja, habe ich persönlich kein Problem mit. Ich sehe es beim einen oder anderen ein bisschen kritisch. Ich denke, so ein Goretzka ist einfach im heutigen Fußball. Ja, was ist ein Goretzka? Also ich kann Goretzka nicht ein. Was soll ein Leon darstellen im heutigen Fußball? Ja, er hat nicht die technischen Fähigkeiten, genau wie ein Kimmich nicht, in der zentralen Position mal zu sagen, ich nehme mal den Ball an, lass mal 2, 3 durch eine Körpertäuschung an mir vorbei und hab dann das Feld vor mir. Das kann er nicht. Er kann definitiv nicht auf einer Halbposition spielen, haben wir letzte Saison gesehen. Über den Flügel brauchen wir gar nicht drüber reden. Also, was ist ein Leon Goretzka? Für mich wäre er noch am ehesten ein Sechser. Ja? Ist für mich kein Spielgestalter. Ein Goretzka ist der perfekte Spieler, wenn du eine Mannschaft bist, die auf Konter spielt. Dann ist er für mich der perfekte Spieler. Oder aber, wenn du eine Mannschaft bist, so wie es damals war, unter Kimmich und Goretzkas starker Zeit, wo der Gegner nur hinten drin steht und sich die Hosen voll macht, und du einen zusätzlichen Spieler, der kopfballstark ist, der einen guten Schuss hat, um den 16er und in dem 16er haben willst, dann ist ein Leon Goretzka ein guter Spieler. Aber in der heutigen Zeit, wie der Fußball sich verändert hat, ist es, glaube ich, vom Typen Leon einfach schwer. Ich glaube, er müsste sich schon ein bisschen, ich weiß ja nicht, vielleicht tut das ja jetzt die Saison, er müsste seinen Spielstil schon ein bisschen umstellen. Wie gesagt, mir hat er letzte Saison sehr gut gefallen, in der letzten Reihe auch. Als Innenverteidiger, als rechter Verteidiger hat er das ordentlich gemacht. Auch wenn er der klare Sechser war, hat er das ordentlich gemacht. Alles, was weiter vorne ist, sorry, ist, glaube ich, ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ne? Das ist aber einfach die Entwicklung des Fußballs und das Problem, was so ein Goretzka und Kimmich haben. Ne? Meine Meinung. Hallo, Grüße. Grüß euch. Jens. Winnie ist echt ein ruhiger, sympathischer Typ. Finde es gut, dass er nicht auf alles eingeht. Viele Fragen sind einfach doof. Wünsche ihm viel Erfolg. Haut rein. Mir Samir. Jo. Und das wird auch Zeit, dass sich da endlich jemand hinsetzt und sagt, nee, das beantworte ich nicht, ist nicht mein Aufgabenfeld. Ja? Und nicht, wie es Nagelsmann oder ein Tuchel getan haben, die dann noch die halbe Jahreshauptversammlung mit kommentiert haben in der PK danach. Ja, also das ist sehr schön. The King, bitte mach genauso weiter, Vincent. So geht's. Abgeklärt. Sammy, PK mit Red Munich macht einfach mehr Spaß. Mehr davon in der neuen Saison. Ja, definitiv. Und vielen lieben Dank, freut mich. Proximus, ich lieb's, wie er die Boulevardpresse ins Achtung stellt. Yuki, hey mein Lieber, gute und sachliche Reaktion von dir. Eins muss man bei den Stars beachten, und zwar, dass sie auch mit den Medien ihre Netzwerke haben. Ja, als Thomas Palinja wollte, meinte Josh konfrontativ, ich bin ein Sechser. Wenn der Tuchel meint, uns fehlt die Qualität und der Biss, dann kommen Didi und Magath und erzählen, dass der Trainer die Spieler angezählt hat. Du kommst als Trainer aus der Nummer nicht raus. Doch, kommst du. Und zwar genauso, wie es ein Winnie gerade einschlägt, den Weg. Ja, indem man öffentlich einfach keine Namen kommentiert und nicht zu den einzelnen Leistungen sagt.
Ja, dass man sagt, ich kommentiere die Leistung der Mannschaft. Die Mannschaft steht im Vordergrund. Und wenn er das durchzieht, die Saison über, und sich gar nicht erst einlässt auf diesen, ich stimme dir voll 100% zu, was du geschrieben hast, auf diesen Rattenschwanz, ja, dass man einmal ein Fass aufmacht. Was er ja nicht getan hat zum Glück. Die Fragen waren ja dazu, Kimmich und so weiter, war ja auch kein Wunder. Wenn er da einmal drauf eingeht, dann wird er immer die ganze Saison an dem gemessen. Wir haben es beim Tuchel gesehen. Jedes Spiel ist Thomas Müllers Spiel. Das Ding ist ihm ein Jahr lang um die Ohren geflogen, hoch 10. Kimmich ist kein Sechser. Kimmich und Leon sind keine Führungsspieler. Ist ihm ein Jahr lang um die Ohren geballert. Ja. Und deswegen ist es super, wie Vinny das aktuell handelt und sagt, ja, die Mannschaft steht im Vordergrund und alles andere muss und wird sich unterordnen. Und dann kann auch ein Kimmich sich an seine Pressenetzwerk wenden und sagen, ich fühle nicht mehr die Wertschätzung, die ich hier gefühlt habe. Ja, können die Stars alle rumheulen und wieder einen von Wertschätzung labern mit ihren 20 Millionen Gehalt, dass sie keine Wertschätzung haben, weil sie nicht automatisch gesetzt sind, dann ist das so. Ja. Da müssen wir durch und dann kann sich auch da wieder ein Didi und ein Magath und ein Loda und sonst wer hinsetzen und sagen, boah, aber ich hätte ja den Kimmich da hingestellt anstatt den Palinja oder ich hätte ja den Kimmich da hingestellt anstatt einen Pavlovic. Ja, wen interessiert's? Ja. So, ich werde auch meine Meinung haben, du wirst deine Meinung haben, jeder wird seine Meinung haben. Aber das interessiert ja am Ende den Trainer nicht. Ja? Und das ist gut so. Und da freue ich mich drauf. Es wird spannend sein, ja, wie er damit umgehen wird, die Saison über. Da stimme ich dir zu. Aber ich bin da guter Dinge, dass das laufen wird. David. Okay, alles soweit gut, was den FCB angeht. Aber wir sollten uns nun auch darum bemühen, dass unser Ex, der Herr Tuchel, einen neuen Job kriegt. Es kann doch nicht sein, dass Chelsea lieber einen Trainer aus Liga 2 in England holt, als ihren UEFA Champions League Gewinner. Also wer ruft bei Chelsea diese Woche mal an, bitte? Ich habe gerade kein Guthaben. Was interessiert uns denn, ob der Tuchel einen neuen Job hat? Die Abfindung hat er doch so oder so gekriegt. Also, das spielt doch keine Rolle. Man hat ja nicht gesagt, der Vertrag läuft weiter und also ist zumindest mein Stand, den ich gelesen habe. Ob das nun jetzt so stimmt, weiß man auch nicht. Keine Ahnung. Kann ja auch sein, dass es nicht der Fall ist. Ansonsten ist mir völlig wurscht, was der Tuchel macht. Banja, hab mir alle Trainingseinheiten und nun die PK angeschaut. Ganz anderer Typ wie Tuchel. Eigentlich dachte ich, Tuchel ist mehr ein Company. Ja, me too. Ja, mach mal ruhig. Tuchels Einheiten waren nahezu gleich. Company bringt ganz andere Komponenten mit, erhöht den Druck und lässt deutlich intensiver trainieren, bleibt aber trotzdem inhaltlich. Seine PK-Führung auch komplett anders, auch wenn das für viele Fans und Journalisten weniger negatives Potenzial hat. Er antwortet, worauf er antworten muss, lässt bestimmte Dinge unbeantwortet. Tritt nicht wie Tuchel in Minen, macht keine unnötigen Themen auf. Bin positiv extrem überrascht. Ich glaube auch, dass er Spieler, die hier angeschrieben, Bin positiv extrem überrascht. Ich glaube, dass er Spieler, die hier angeschrieben, wieder hinbekommen kann. Die abgeschriebenen Spieler wieder hinbekommen kann. Ja, aber das ändert ja nichts daran, dass diese Spieler nicht jünger werden und dass diese Spieler auch zu viel Geld verdienen. Also, ich bin sehr gespannt. Aber natürlich, wenn diese Spieler Leistung bringen, ist das natürlich was ganz anderes wie die letzten 2 Jahre. Ja, da gehe ich mit. Chris, hat mir gut gefallen, kommt gut rüber. Da weht ein anderer Wind und alle müssen sich beweisen. Bin gespannt. Ja, ich auch. Batman. Werde die passiv-aggressiven Tuchel-PKs vermissen. Mal abwarten. Könnte mir vorstellen, dass wenn es wirklich mal unangenehm wird, dann wirst du eher aktiv-aggressive PKs sehen. Von Company. Mal abwarten, Leute. Andreas, ich bin sehr zufrieden und erfreut, wie Company bisher die PKs handelt. Ruhig, bestimmt, sympathisch, lässt sich nicht reinquatschen. Stark. Macht bisher einen guten Eindruck, auch seine Aussagen bezüglich dessen, was er von den Spielern verlangt und gibt Vorfreude auf die neue Saison. Jo. Torben, selbst als Dortmunder muss ich sagen, geiler Typ. Ja gut. Das liegt auch
daran, was er für ein Typ ist. Ne? Ja. Und was bei Dortmund, bin ich immer gespannt, wie der Şahin da liefert. Aber bei euch ist ja gerade ganz wild, was da so teilweise abgeht. Jambalaya. Ein Beispiel dafür, was Mir Samir steht, ist, dass man selbst gegen Real Madrid auf sein eigenes Spiel vertraut und sich nicht ab der 70. Minute hinten reinstellt wie Angsthasen. Ja, aber das haben wir ja letzte Saison abgearbeitet. Also, das müssen wir jetzt nicht wieder aufrollen und schon gar nicht unter einer PK von Vinny. Alex, sorry, aber Kimmich war bei der EM einer der Besten bei den Deutschen, unter anderem auch gegen Spanien. Jedoch gebe ich dir recht, wenn ich an das Rückspiel gegen Vinny denke, da wurden ihm klar seine Grenzen aufgezeigt. Jedoch kam ein Nico Williams selten an ihm vorbei bei der EM zum Beispiel. Ich habe keine Lust jetzt hier das Kimmich-Thema wieder aufzumachen. Dazu habe ich meinerseits schon sehr viel gesagt. Nochmal, ich bleibe bei meiner Meinung, dass ein Kimmich als Rechtsverteidiger nicht mehr zeitgemäß ist. In der Fünferkette, ja, gehe ich mit. Kannst du einen Kimmich bringen als Rechtsverteidiger, weil er dann mehr offensive Aufgaben hat wie defensivere Aufgaben. In der Viererkette ist ein Kimmich für mich kein zeitgemäßer Rechtsverteidiger. Dass er das spielen kann, gar keine Frage. Dass er offensiv, dass er gute Flanken hat und so weiter, wissen wir alle. Erstmal ist er nicht positionsgetreu dafür. Obwohl das bei der EM teilweise gut gemacht hat, aber auch da immer wieder in vielen Spielen nicht die Position gehalten hat und wieder im defensiven Mittelfeld rumgeeiert ist. Zum anderen ist er einfach zu langsam für einen Außenverteidiger meiner Meinung nach. Und es war defensiv stärker, wie es ein Davis macht. Und trotzdem, wenn da ein Spieler war, der ansatzweise ein bisschen Qualität hat, sieht ein Kimmich einfach kein Land. Das ist ja auch nicht böse gemeint. Ja. Wie gesagt, in der Fünferkette kann ich mir einen Kimmich als Rechtsverteidiger vorstellen, in der Viererkette auf keinen Fall. Aber das kommt auch drauf an, welche Art Fußball man spielen lassen will. Ja, aber der Fußball verändert sich halt. Ja, das ist ja selber, was ich vorhin über Leon gesagt habe. Der Fußball entwickelt sich weiter. Und wenn die Spieler sich dann nicht weiterentwickeln, sondern sogar eher zurückentwickeln, dann wird es halt schwierig irgendwann. Patrick, nächste Saison kommen wir zurück. Vinny wird durchgreifen, ohne Rücksicht auf Namen. Da werden sich einige warm anziehen müssen, welche zu oft gesetzt waren. Wir sind die Bayern und kommen zurück. Ja, das ist auch meine große Hoffnung. Haben wir jetzt schon mehrfach hier gesagt, dass einfach das Leistungsprinzip wieder einschlägt. Und alles, was ich bisher gehört habe von Vincent oder von Vinny Vincent, ist meine Hoffnung groß, wie sie eigentlich beim Tuchel war, dass es jetzt umgesetzt wird. Ich bin sehr gespannt. Fairerweise muss man aber auch sagen, dass natürlich jetzt auch ein Eberl da ist, der das wahrscheinlich ja auch nochmal, also den Vinny den Rücken stärken wird. Gehe ich fest von aus. Batman nochmal. 21 Jahre Tuchel hat 2 Seiten. Tuchel ist oft genug sehr sympathisch und schlau und herzlich rübergekommen. Das muss man ihm lassen. So schlecht darfst du ihn nicht reden. Erstmal, Batman, wenn das für dich so ist, wenn du das so empfunden hast, ist das für mich völlig fein. Wenn ich so schlecht über ihn reden möchte, weil ich das zum Beispiel anders empfunden habe wie du, dann tue ich das. Und dann darf ich das. Ja, vor allen Dingen auch, weil es mein Kanal hier ist. Ja. Aber ich weiß, wie es gemeint ist. Und es war auch nicht alles schlecht unterm Tuchel, habe ich auch nie behauptet. Und beim Tuchel war einfach das Problem, um das jetzt mal abschließend zu sagen, ich habe keinen Bock jetzt über die Saison wieder über Tuchel zu quatschen, war einfach, dass ein Tuchel mit so viel, für mich persönlich, mit so viel Hoffnung verbunden zu uns gekommen ist und er einfach ab Tag 1 keinerlei diese Hoffnung erfüllt hat und genau das Gegenteil gemacht hat. Und damit ist das Thema Tuchel abgeschlossen. Wenn dich meine Meinung zum Thema Tuchel interessiert, guck gerne auf meinen Kanal dir ältere Videos an, wo ich darüber geredet habe, wie ich einen Tuchel gesehen habe. Dann verstehst du das vielleicht ein bisschen besser. El Bandi! Hoffe, Tuchels Fußballstapfen sind zu klein für ihn. Das sollte nicht so schwer sein, oder? Erdbeerwolf. Wie seht ihr die Chancen, dass Müller spielen wird diese Saison? Eher selten, mal Einwechselspieler oder auch mal Stamm? Und welche Rolle wird Leimer einnehmen? Das ist schwer vorherzusagen. Ich gehe davon aus, dass Müller kein Stammspieler mehr sein wird. Müller wird ein Einwechselspieler sein. Müller wird aber ein wichtiger Faktor sein.
was die jungen Spieler anbelangt, kann ich mir vorstellen. Ich glaube nicht, dass Müller noch dieses Leistungspotenzial hat, um jedes Spiel im besten Falle später alle 3 Tage 90 Minuten auf Höchstleistung zu bringen. Ich denke, Müller wird seine Spiele bekommen. Ja, na klar. Wenn ich mal Revue passieren lasse, seine Leistungen in der letzten Saison, glaube ich, wird das schwer haben unter Vinny. Ja, mir fallen da ganz, ganz viele sehr dumme Ballverluste ein. Ich weiß nicht, ob das Leistungspotenzial, was ein Müller noch erreichen kann, reichen wird. Müller kann immer noch ein super wichtiger Faktor sein, gerade bei Gegnern, die super defensiv stehen, wenn wir da keine Ideen haben. Aber wir haben schon Olise verpflichtet, der da ein bisschen Schwung reinbringen wird. Wird interessant zu sehen sein, wie es mit dem Irakunda weitergeht, ob man den vielleicht schon hochzieht. Und so weiter und so fort. Ja. Und natürlich erstmal die Systemfrage. Wir werden sehen. Vielleicht täusche ich mich aber auch und Vinny sagt, boah, Müller ist genau mein Typ, den will ich, dass er immer spielt. Was ich mir nicht vorstellen kann, weil es schon, oder ich die Hoffnung habe, dass es ein reines Leistungsprinzip geht. Aber Müller wird natürlich seine Einsätze bekommen. Ja. Aber dass Müller nochmal richtiger Stammspieler wird, sehe ich persönlich bei uns nicht. Erst recht auch nicht, wenn wir darüber reden, dass jetzt ein Umbau stattfindet. Und warum sollte man dann jetzt auf einen Spieler setzen, der nächstes Jahr seine Karriere beenden wird oder den Verein verlassen wird? Ich glaube nicht, dass man mit Müller nochmal verlängern wird für das Gehalt. Also Conny Leimer ist natürlich eine ganz, ganz schwierige Sache, das zu beurteilen. Ja, wir haben 2 Plätze. Für mich wird ein Platz absolut besetzt sein. Das ist Palhinha, wenn er sein Leistungsniveau hält, was er bisher gezeigt hat. Wird er wahrscheinlich gesetzt sein. Ja. Und dann hast du, je nachdem, welche Spieler bleiben oder noch gehen, aber ansonsten hast du 4, 5 Spieler für eine Position im zentralen Mittelfeld. Ja. Und dann, ich habe es ja schon gesagt, es wird auf den Gegner teilweise auch ankommen. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass man mal auf ein paar Linien verzichtet, wenn es ein Gegner ist, der wirklich nur super tief steht, obwohl wir trotzdem immer Probleme haben mit dem Umschaltspiel. Von daher denke ich, ist ein paar Linien sehr wahrscheinlich gesetzt als Absicherung. Aber natürlich kann es dann Sinn machen, dass du eine Pressingmaschine auf dem Feld hast. Ja, wie ein Leimer, der direkt beißt und drauf geht. Das wird man sehen. Ja, bei der EM war ein Conny Leimer jetzt nicht wirklich überzeugend, muss man fairerweise auch sagen. Ja, gut, er hat auch komische Positionen gespielt. Wir werden es sehen. Ja, ist ganz, ganz schwer einzuschätzen für mich, wie ein Conny Leimer seine Rolle finden wird. Vielleicht wird er auch der klare Achter sein und ein Pavlo wird der Einwechselspieler sein. I don't know. Ja. Ich denke nicht, dass wir einen Conny Leimer als Rechtsverteidiger sehen werden. Vielleicht sehen wir ihn aber auch mal auf einer Halbposition. Ja. Aber seine Stärke ist ja schon die Zentrale, meiner Meinung nach. Wir werden es sehen. Max Albert, definitiv besser als Nagelsmann. Lennart Fitz. Hoffe, du wirst nicht maßlos enttäuscht werden. Bei Tuchel dachten wir ja auch alle, jetzt wird nach Leistung aufgestellt. Ja, ich wünsche es mir auch, aber insbesondere bei der Personalie Sané will ich erst sehen, dass er ihn radikal draußen lässt, wenn er wieder 10-mal den Ball in den Himmel jagt, anstatt einmal das Tor zu treffen. Ich bin mir relativ sicher, dass das passieren wird. Also wenn ich jetzt wieder, ich habe extra die Hoffnung nicht vorher gehabt. Ja, ich habe extra abgewartet, wie er sich gibt, was er so erzählt, der Kompanie. Und er erzählt ja genau das. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er so einen Spieler so rausstellt, wie es ein Tuchel getan hat. Wenn ich mich täusche, ja, Halleluja, dann ist aber auch Hopfen und Malz beim FC Bayern verloren. Ja. Aber wenn man auch jetzt sieht, Eberl und so weiter, dass man alles umkrempelt und mit der Verpflichtung von Olise, der ein rechter Spieler ist, ne, halbrechts, rechts, denke ich, ist ja so auch ein klares Zeichen, oder? Also, mal abwarten. Peter Plan, man könnte meinen, der Streamer wurde interviewt. Ich glaube nicht, dass ich ein Streamer bin, wenn dann bitte YouTuber, danke. FC Bayern Fan forever, geiler Typ einfach. Jo. Passiv. Denken wir uns an. Christian. Das Schönste ist jetzt, dass ich TT nicht mehr hören und sehen muss. Was für ein tolles Gefühl, Korn Tuchel. Ja, ich denke, wir sollten das Thema jetzt auch endlich mal zumachen. Also ich lasse das jetzt nochmal hier, ich gehe da
ne, ich lese das nochmal vor jetzt hier, weil die erste PK zum Vinny, aber jetzt sollten wir das Thema Tuchel dann auch mal schließen, weil das ist auch ein bisschen respektlos dem Vinny gegenüber. Wa? Wir kümmern uns jetzt hier um Vinny und nicht mehr um Tuchel, der nicht mehr da ist. Wa? Sehr gut. Jessup, diese Reporter fragen fast nur dummes Zeug, nicht zu fassen. Vinny ist ein guter Typ, ich hoffe, er hat maximalen Erfolg und viele schöne Jahre bei uns. Mir Samir, rot-weiße Grüße. Ja, gehe ich mit, rot-weiße Grüße. FC Bayern Fan forever, wir holen diese Saison das Triple. Alter, du bist aber auch immer, du bist aber das krasse Gegenteil von realistisch, ja? Ich freue mich, wenn wir es holen. Ich drücke alle Daumen, dass wir es holen, aber realistisch ist das noch nicht. In meinen Augen. Dafür müssten erstmal noch einige Spieler gehen und vielleicht auch noch mal 1, 2 Spieler kommen. Und dann muss man natürlich dem Vinny auch mal die Vorrunde Zeit geben. Und da muss man mal gucken, ob man zur Rückrunde noch alle Chancen hat in allen Wettbewerben. Und dann kann man vielleicht darüber nachdenken. Hydrographics, kurze Frage wegen Discord. Bist du da Zagos in der Gruppe? Hatte dir mal geschrieben. Ich bin auf dem Red Munich, Discord Red Munich. Auf meinem Gaming Discord bin ich Zagos, ja. Das ist mein Gaming-Nick, quasi. Wenn du mir privat schreibst, ne, ja, dann steht da Zagos, glaube ich, weil man kann, ja, das ist Discord. Euch das jetzt so erklären. Ja, wenn du mir privat schreibst, zeigt er dir wahrscheinlich nicht Red Munich an, sondern Zagos. Ja. Volki! Spätestens jetzt vermisse ich den Tuchel nicht mehr. Er hat eine Sympathiepunkte mehr. Ja, habe ich gerade schon was zu gesagt zum Thema Tuchel, ne? Bernd Biesenkamp, Kai und ich bin viel zu dünn. Muss immer größer M holen als L, weil ich zu dünnen Körper habe. Company ist nicht schlecht. Sei froh. Sei froh. Ich arbeite dahin. Fabulusk. Kimmich war der beste Rechtsverteidiger der ganzen EM. Na, dann hast du eine andere EM gesehen wie ich, aber das macht auch nichts. Max Mustermensch. Tolle Deutschkenntnisse. Markus, was ich mich frage, wo ist der knallharte Umbruch? Ich sehe dieselben Spieler, was letzte Saison versagt haben. Außer 3 Neulinge hat Max und so nix erreicht. Von großen Gerede von wegen Umbruch. Simmons bleibt im RB, Tar in Leverkusen. Also wenn ich groß rede, es gibt einen Umbruch, tue ich es auch und mache keine großen Ansagen. Lieber Max und Freund. Und so sehe ich jetzt schon 2 Saisonen keinen Titel. Okay, da sage ich nichts so, Max. Gönn dir deine Meinung. Gerd Berger, ich habe das Interview von Uli gesehen und ja, er hat gesagt, dass er den Uli See nicht kannte. Er hat aber auch gesagt, dass er sich auf Eberl und Freund verlässt und dass sie machen lässt. Was ich daran falsch, sowas zu sagen. Und er hat auch zugegeben, dass er sich bemühen muss, loszulassen. So ein Geständnis ist schon zu hören. Und eins ist ja sicher, wie besser der FC Bayern in der Zukunft spielt, wie weniger werden wir was von Hoeneß hören und was wollen wir ja alle. Nee. Ja, ich gehe mit, wenn das stimmt. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe halt nur diese einzelnen Fetzen gelesen. Ich habe keinen Bock gehabt, mir da alles 20.000 einzelne Videos anzugucken. Und diese Störgeräusche im Hintergrund, da diese Rumgeschreie von den Blagen und sowas, das konnte ich mir nicht geben. Dass er den Uli See nicht kannte, ja, alles fein. Ja, muss er auch nicht. Er muss nicht mehr im Weltmarkt Fußball integriert sein. Das ist Freund und Eberts Aufgabe. Er ist Aufsichtsratmitglied. Für mich völlig fein. Ja. Dass er dann sagt, dass er denen vertraut und so weiter, finde ich auch völlig fein. Und dass er dann aber im Gegenzug sagt, ja, nein, Bonk, zack, hier, zack, Feierabend, es werden keine Spieler verpflichtet, wir müssen erstmal welche verkaufen, ist dann halt dummes Zeug. Ja, und hat dann auch nichts damit zu tun, dass er loslassen will, muss, sonst was. Ja. Also der widerspricht sich da innerhalb von 2 oder 3 Aussagen komplett. Und vieles andere, was ich sonst noch gelesen habe, war einfach dummes Zeug. Es wäre schön, wenn Uli Hoeneß endlich loslässt und Uli Hoeneß endlich mal die Goschen hält. Ja. Aber es ist ja immer für jeden Reporter Gold, wenn der Uli sich irgendwo hinsetzt und seine Meinung äußert. Ja? Und das tut er ja frei Schnauze. Das ist ja auch völlig fein. Wenn er denn nicht Aufsichtsratmitglied wäre. Ja. soll er doch zurücktreten.
soll er doch der Ehrenpräsident sein, ja, der er ist, aus dem Aufsichtsrat zurücktreten, nichts mehr mit dem operativen Geschäft zu tun haben, gar nichts, in welcher Funktion. Dann kann er sich doch auch als Experte irgendwo hinsetzen und den Klugscheißer geben. Na, dann kann er frei Schnauze reden. Wenn du ein Aufsichtsratmitglied bist beim FC Bayern München, dann kannst du nicht frei Schnauze reden. Sorry, das geht einfach nicht. Ja, und dann kommen genau diese Probleme, die gekommen sind letztes Jahr und die dieses Jahr jetzt auch schon wieder da sind. Da muss man schlauer sein. Das Problem, um das ganz kurz anzureißen, Thema Uli Hoeneß, das Problem ist einfach, dass ein Uli immer Uli ist. Und das ist mittlerweile einfach aus der Zeit gefallen. Und Uli Hoeneß versteht anscheinend nicht, welche Wirkung Aussagen heutzutage haben. Ja? Und erst recht dann in so einem Sommerloch, wo gar keine Themen da sind, dann hast du noch einen Kompanie, einen Trainer, der ganz souveräne PK darunter betet und klipp und klar sagt, das sind nicht meine Themen. Es gibt also nichts zu schreiben zum FC Bayern und dann kommt auch, wenn sich so ein Uli da hinsetzt und wieder dummes Zeug redet und wahrscheinlich auch wieder nicht darüber nachgedacht hat und einfach irgendwas rausballert und die Leute das auf die Goldwaage legen und das zensieren und machen und tun, da muss man sich nicht wundern. Ja? Und das ist einfach aus der Zeit gefallen. Uli Hoeneß, er hat ja selber gesagt, Internet, Stream, weiß er gar nicht, er muss auch seine Frau rufen. Ich glaube, Uli Hoeneß weiß gar nicht, welche Tragweite das hat. Welche Tragweite so Social Media heutzutage haben. Ich glaube, das weiß er gar nicht. Ja? Ich glaube, da ist er einfach aus der Zeit gefallen. Und ein Kalle genauso. Ja. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem. Wie gesagt, wenn er keinerlei Amt inne hätte beim FC Bayern, dann kann er sich ja da hinsetzen, dann kann er in den Klugscheißer gehen, kann er frei Schnauze reden, kann alles rausballern, was er meint. Dann ist ja alles gut, aber doch nicht als Aufsichtsratmitglied. Zeig mir ein anderes Aufsichtsratmitglied, der das tut. Zeig mir einen. Es gibt keinen. Das macht nur ein Uli Hoeneß. Ja, und dem muss man einfach mal Einhalt gebieten. Ja? Oder man muss sich halt absolut nicht davon beeindrucken lassen. Aber ich denke, in Eber tut das auch nicht. Ich denke, Kompanie auch nicht. Haben wir gesehen bei der PK. Aber dass er damit dem FC Bayern keinen Gefallen tut. Letztes Jahr mit der Harry Kane-Geschichte, dieses Jahr, ja, nee, wir verpflichten jetzt keine Spieler mehr. Wir müssen erstmal welche abgeben. Der große Patron, Uli Hoeneß, sagt das. Also weiß doch jeder Verein, der jetzt auch nur ansatzweise Interesse daran hat, einen Spieler von uns zu verpflichten, dass, der FC Bayern will unbedingt Spieler abgeben. Da können wir auf jeden Fall den Preis drücken. Ach, da können wir auch auf Zeit spielen. Die wollen ja noch einen anderen Spieler verpflichten, aber die wollen die müssen ja erstmal Spieler loswerden, ne? Sonst geht das nicht. Das ist halt dumm. Ja, dass das so ist, habe ich selber gesagt, ne, zu der Verpflichtung von Palhinha. Habe ich gesagt, wir werden jetzt erstmal Spieler abgeben müssen, um ein bisschen Kohle einzunehmen, um dann die weiteren Spieler zu verpflichten, woran wir noch Interesse haben. Ja, das kann man ja auch denken. Ne? Aber das kann doch nicht ein Offizieller aus dem Verein äußern. Alter. Ja. Und dann wahrscheinlich sich später hinstellen, ja, warum haben wir denn für den De Ligt nur 35 Millionen bekommen? Ja, frag dich dann mal, Uli, warum hast du denn nur 35 Millionen bekommen? Oder warum bekommst du die nur, wenn du so eine Scheiße in der Öffentlichkeit äußerst? Das ist halt, was ich immer meine, dass er dann Eberl und einen Freund untergräbt. Ja, und dem FC Bayern schadet. Das schadet den FC Bayern. Ja. Nur allein an diesem einen Beispiel festgemacht. Man kann noch ganz, ganz viele andere zu seinen Aussagen bringen. Dude, du sagst, es interessiert nicht, was vor 2 Jahren war und dass man wieder dahin kommen muss, um ein Team zu sein. Redest aber die ganze Zeit nur über Kimmich und was dir persönlich in der Vergangenheit nicht gefallen hat. Dude! Warte mal, habe ich meine Sounds noch? Ihr quatscht immer nur dusselig rum und wir sollen immer schön sachlich bleiben. Real King, genau meine Meinung, Kai. Was der Herr Hoeneß mittlerweile kann ich nicht mehr Uli sagen. Da wieder von sich abgeseilt hat, lässt meine Pulsadern explodieren. Ich freue mich schon darauf, dass du dazu eine Reaction abdrehst. Zum Thema Vincent ist einfach nur knuffig. Den kann man nur lieb haben. So geerdet musst du erst einmal in der heutigen Zeit sein. Null Avancen, nimmt sich nicht zu ernst. Lasst uns beten, dass dieses Paket wie Arsch auf Eimer passt. Ich würde es der Menschen Company wirklich von Herzen gönnen. So weiterschauen. Ja. Gehe ich mit. Thema Uli Hoeneß. Ja, wie gesagt, es gibt leider keine, oder wenn ihr eine habt, schreibt sie mir gerne im Discord rein.
dann würde ich mir das mal reingeben. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe mir so einen 2-Minuten-Clip auf Kicker angeschaut. Wie gesagt, diese Außengeräusche drumherum und alles. Das hat mich so... Boah, das sind Sachen, die mich triggern. Ne? Und ich habe ja auch gelesen, das war irgendwie ein 3-Stunden-Ding. Also, nee. Kann ich mir dann nicht irgendwie 3 Stunden reinballern, ja. Wenn es da irgendwo eine Zusammenfassung mit einem vernünftigen Ton gibt, was ein Uli da so von sich abgelassen hat, könnt ihr mir das gerne schreiben, dann würde ich darauf eine Reaction machen, aber ansonsten schenken wir uns das mal zum Uli. Ansonsten, ja, vielen lieben Dank für eure Kommentare erstmal, ja. Ist ja, eigentlich zur Richtung Winnie war es ja echt 100% positiv. Ich habe jetzt nicht einen negativen gesehen. Es gibt natürlich immer noch diese, haben sie hier nicht reingeschrieben, ja, aber davor in den Videos, ja, der kommt mal nach 2 Spielen ist er weg, oh, nach 5 Spielen ist er weg. Wie kann man so einen Trainer verpflichten beim FC Bayern? Bla, 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 bla. Ja, ich glaube, diese Leute werden alle eines viel, viel Besseren belehrt werden im Laufe der Saison. Und ansonsten halte ich es wie ihr, ja. Ich freue mich drauf, super sympathisch, ist genau der richtige Mann, den wir gebraucht haben, glaube ich. Und ich bin fest davon überzeugt, dass ein Eberl an ihm festhalten wird. Egal, es wird mit Sicherheit oder es kann sehr holprig werden. Das werden wir sehen. Wirklich abschließend beurteilen können wir das Ganze, ich glaube bis zum 31. August geht Transferphase. Danach kann man dann nochmal, oder kann ich auf jeden Fall mal meine Meinung zu dem bestehenden Kader sagen. Vorher macht das alles keinen Sinn. Weil bis dahin kann immer noch was passieren, ne? Gerade wenn die ersten Spieler vielleicht nach den ersten 2 Wochen merken, oh, bin jetzt hier nicht mehr der gesetzte Dude. Wir werden sehen. Ansonsten, rot-weiße Grüße gehen raus, habt ein schönes Wochenende, Leute. In der kommenden Woche, denke ich, werde ich 1, 2 Videos machen. Habe ich ja schon gesagt, ein Video wird kommen, auf jeden Fall zum Thema Dankbarkeit, auch mal dem Verein gegenüber, wie ich das sehe, generell in der heutigen Zeit. Noch nicht mal nur auf den FC Bayern bezogen, sondern einfach mal auf Spieler und Verein bezogen. Und das ist mir noch ein Anliegen. Das werde ich machen. Und ansonsten vielleicht mal so die ersten Eindrücke von den ersten 2 Testspielen, auch wenn das ja nicht, das ist ja eigentlich nichts, was man analysieren muss oder für super wahrnehmen muss. Aber wenn man jetzt mal das gegen Rottach-Egger nimmt, da war ja schon der eine oder andere Spieler ein bisschen auffälliger und der eine oder andere Spieler vielleicht ein bisschen weniger auffällig. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße, vielen lieben Dank für euren Support hier, Leute. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.